1, 2, 3. Live. Hier steht Jerome, du bist live. Und dann gehen wir mal gucken, ob das dann auch stimmt. Weil sonst schwätzen ich hier ganz allein. Ja, hier ist Foto. An den Ton. Das scheint ja zu klappen. Maja, wen ist dann du? No longer listless ist schon du. Maja, no longer listless. Auf 5 Leute die gucken. Maja. Oh mei. Mein Computer mischt ganz allen. Schmengen. Eieiei. 94%. Ja, ist schon ein bisschen zu viel Fenster op. Moin, wie geht das? Und das soll warm hier bannen. Sarah hast du, moje Sarah, nicht allein, merci. Moje Walfa. Waffe, pardon. Ja, der Mensch Kameraun, schon hat bessere Tag. Merci, exzellent mit Z, Sarah. Also nicht. Hallihallo, der Jerome ist nicht du. Ja, heute war ein ganz wichtiger Tag, weil heute hat mein Schüler bei mir NL, die hat ein Examen, mündlichen Test. Es waren, wie viel waren wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und das nach dabei, 12. 12 Schüler. Bei Pur hat es wunderbar geklappt, also vielmals merci. Olga, moin. Merci, Olga, ganz gut. Bei 2, 3, da hat es nicht geklappt, was soll ich da machen? Das ist schön. Ich hätte mal gewünscht, dass sie manst einfach Sätze hätte könnte so mit, das nicht kommen. Was willst du machen? Wir hatten gleich schon eine Ausnahme gemacht, wenn wir so an den A22 geholt sind. Enfin, das gerade an so einer Situation, auch mit dem ganzen Corona-Kacke und immer mit dem Gesooms, das ist schon schwer. Aber was willst du machen? Moje Moanessa. Merci, Moanessa. Das ist nicht einfach. Aber das war, also schon auch als Schüler immens darunter gelitten, wenn ich keine guten Noten hatte. Mir heuer ist es wirklich so, dass ihr genege seid, was als nächst könnt. Das heißt, am Anfang, wo wohnst du, wie alt bist du, wie heißt du, und da bin mal, wo warst du gestern, und dann, das Haus wird gebaut, das Haus hat solle gebaut gehen. Also du siehst richtig die Entwicklung, ja, wie es immer mehr schwer geht. Aber wenn du wie bei einem Kartenhaus das Fundament, wenn das nicht klappt, dann hat das keinen Sinn für die Leute an der B1 gehen zu lassen. Aber das ist nicht einfach. Aber es waren da paar drin, also perfekt. Ganz gut. Moin, unser Lieblingsprof. Aber ich bin den einzigen Prof, den am Moment, soweit ich weiß, einen Videochat möchte. Boah, ich bin noch kein Prof, ich bin Stagiaire, Chargé de Cours. Prof, das für die anderen. Ja, das war schön. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Technisch, das ist auch nicht immer evident. Wow. Bon, dann der Videochat haut. Was seht ihr auf der Foto? Wo sind wir haut? Schon die Foto super fand. Und du findest die Foto missen direkt wählen. Genial. Dann machen wir mal das Logo weg.
Da sind wir, wo sind wir haut? Wo sind wir haut? An wen oder wat gesit dir du op der Foto? Wo sind wir haut? Wie nennen den dat? Wo sind wir haut? An wen oder wat gesit dir du op der Foto? Keen den Apps verson. Lachsoll richtig. Ein Astronaut. Voilà. Da das ein Astronaut. An op no longer listless. Pass mal op. Wo ist dat hallo unstehen hallo? Ah du. Ja, sogar am Weltall. Haut sind wir am Weltall. Weltall. Space is the place. L'espace. Sogar do als Movement Position. Also anders net op e Space Station méi op enger Space Station. Das eng Position. Moie Giselle. Merci, dat der mech net vergees huet. An de Banane op ennner Sorte. Allez. Ich wollte den eigentlich noch nicht weisen. Aber bon. In dann sind überall. Auch am Weltall. Ja, das sind Amerikaner. Du gesagt richtig, oder das ist der Fendel. Das ist ein Helm, hä? Händchen. Und das ist tatsächlich, was soll das dort sein? So Solarpanel oder? Ich ging so nicht für aber eine Space Station. Das Tip-Top-Niveau op enger Space Station. Merci. Du bist Doktor, ja, merci, Sarah. Ja, das ist so auch schon interessant, Sarah. Wie nennen den lo die Leute, die so einen Beruf haben, die so etwas machen? Darunter hat ich eigentlich nicht gedacht. Wo ich an Wikipedia noch geguckt habe, da gibt es tatsächlich ein Problem mit der Terminologie. Und was eben auch interessant ist, die Foto ist von der Internetseite unsplash.com. Und NASA, die setzen da Fotoen von Astronauten an Raketen, Space Shuttle, op unsplash.com. Oh, ich dachte, okay, wenn das ja Unsplash ist, dann ist es ja copyright-free. Pardon, also ohne Copyright, dafür habe ich sie dann da hingesagt. Oh, da sind eine Kaitlin Bilou. Moje Madame oder Monsieur, ich weiß nicht, ich gesehen nicht so. Das ist ganz klein. Da guck mal als Wikipedia-Artikel an. Voilà, und da ist auch ein sensationelles Foto. Am Wikipedia-Artikel, da nennen sie die Leute Raumfuhrer. Sie fuhren an den Raum, sie fuhren. Wir fahren auf der Autobahn. Sie fuhren. Und da ist ein NASA-Astronaut Bruce McCandless II. Bei einem Bauseborg-Ersatz den 11. Februar 1984. Die Foto ist einfach sensationell. Öffentlichen Domain. Ich weiß doch nicht, ist das schon 1984? Die Foto kann doch von der letzten Woche sein oder 5 Jahren. Sie sieht einfach sensationell aus. Und ich wollte auch mal also schöne Planet von oben weisen, nicht immer von innen. Herrlich. Bon. Raumfuhrer oder Weltraumfuhrer ass e Member vun enger bemannter Expedition an de Weltraum. Bemannt, dat heescht do si Mënschen dran, also kein Computere méi si Mënschen kënne aus dem Deitschen.
die Männer dran, also die Mënschen dran, kann auch eng Fra sinn. An du steht bemannt Raumfahrt als de Sammelbegriff für all Weltraummissionen, bei denen Mënschen ja an ihre Raumschiffe an de Weltraum flehe. Und den echte Raumfuhrer war am Joar 1961 der Juri Gagarin. Lieft hier nach de Juri? Ah nee, das war mal schuld. Das 9. März 34 op Welt kommmer gestorwen 60 an engem Fliegersaccident. Todesursache. Ja, de Juri. Je nach ihrer Aufstammung bezeichnet e Raumfahrer auch als Astronauten. Also Aufstammung sind d'Origine. Astronauten, Kosmonauten, Sowjetunion, Russland, Osteuropa, oder Taikonauten an der Volksrepublik China. Méi rar sinn nimme wie Spationauten a Frankreich. Het mech jo och gewonnert, wann eis Leifren aus Frankreich net och Appes dat zo erfon dat Espace kriden C, me Spationauten kriden T. Whatever. Angkasavan a Malaysia an Viomanaut oder Viomanaut an Indien. Ja, das ist super. An der nu der hai die verschiedene Bezeichnungen bauen schon sie gelesen. Ich genießt den Link hai an den Videochat, dann könnt ihr dat auch enkeier gucken. Das ist spannend, ja. Und sie noch lo ein Afronaut. Ja. Aber den ass schon leider dot hunn ich gelesen. Die sollt an den Weltraum fliehen, me ass an engem Verkehrsaccident gestorben, ganz jung, für kurze. Ja. Dann nur der Ausbildungsplätzen, also do wo se formiert gehen, an och berühmt. Berühmt, dat heißt dann connu, famous. Ich lese lo nicht alles, ich meine, da tut lo nicht ganz viel Sinn. Na so riesengroßen Artikel. Schränke just ein bisschen nun. Sowjetunion und Vereinigte Staaten als echt Länder mit einem benannten Raumfahrtprogramm. Also sie hatten als echt Länder darüber gedurcht für Leute an die Weltall zu schicken. Mit Kosmonaut, den ist falsch, ist zu viel. Ich mache meine Dinge nun, das ist mir cool. Was für ein Fahrvollen dann hat, probieren wir mal kriegen. Ja, da das ist auch schön. Mat Kosmonaut respektiv Astronaut 2 unterschiedlich Bezeichnungen für Raumfahrer etabliert. Daraus huet sich Tradition entwickelt, den Beruf von engem Raumfahrer no der Blockzugehörigkeit vom Raumfahrtprogramm zu benennen. So gëtt auch den echten deutschen Raumfahrer Sigmund Jähn an der Deutscher Demokratischen Republik an den echten österreichischen Raumfahrer de Franz Viehbock, die mat sowjetische Raumkapseln, die Navette-Spatiale, an den All geflogen waren als Kosmonauten. Also, das ist je no Land. It depends of the country. Ça dépend du pays. On l'appelle Astronaut, Kosmonaut. Qu'est-ce qu'il y a? Nach Kosmonaut, ja, Astronaut, Raumfahrer. Und dann, nennt ein Raumfahrer aus der Bundesrepublik Deutschland, das sind die, wo aus Deutschland an der Weltall geflogen sind, also mit der deutschen Nationalität, die mit dem Space Shuttle an den Weltraum geflogen waren, das sind Astronauten. Auch noch im Umschwung sind deutsche Raumfahrer beim russischen Raumfahrtprogramm als Wissenschaftskosmonauten mitgeflogen. Den Astronaut Ulf Merbold gouf
damals auch nach führem US-amerikanischen Namen auch zum Kosmonaut. Wow, das will eben heeschen, dass jeno Land, wo sie gerade hier Formation matt machen, gi sie eben Kosmonaut oder Astronaut genannt. Und dann auch heute weiterhin Bezeichnung Kosmonaut für russisch Raumfahrer und Astronaut für Raumfahrer von der NASA gebraucht. Sie benutzen die zwei. Diese hat den Namen Astronaut als Berufsbezeichnung überholt, während andere Länder mit einem eigenen Raumfahrtprogramm auch weiter Bezeichnungen entwickelt haben. Ja, andere Länder haben dann einen anderen Namen. Voilà, BB-Samis. Lach soll Fred, mich hast du keine Lust an den All zu gehen? Ja, goen net fléien vielleicht, ja. Für was nicht? Und dann nur da die verschiedenen Erklärungen, Uniformen und so weiter. Astronaut, Spationaut, Taikonaut. Ja, du hast den Mark Shuttleworth, gött als Afronaut bezeichnet an hier aus Südafrika, wenn ich das richtig verstehe. Hier war er aus Südafrika, aber leider schon tot. Ausbildungsplatzen a Russland ginn Kosmonauten am Juri Gagarin Kosmonautentrainingszentrum ausgewählt. Das ist schön Wort. Kosmonautentrainingszentrum ausgebildet. Donc, sie gehen ausgebildet, sont formés. Den Astronautenkorps von der NASA ist am Lyndon B. Johnson Space Center zu Houston stationiert. Die europäischen Astronauten gehen unter anderem zu Köln am Europäischen Astronautenzentrum enger freierer DLR-Anlage ausgebildet. DLR. Was ist das denn? Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Also in Deutschland. Also all Land will irgendwie mat schwätzen. Und dann nun da auch berühmt, famous, déconnu. Echte Lützeburgische Raumfahrer, de Jerome Lulling. Nee, ich meine nicht. Mit da sehen, die will mit dem Programm vom Richard Branson oder von dem wie du sind da, die wollen so mit privat Space Shuttle an den Weltall fliegen. Also für paar Minuten, nicht lang, und dann noch im Ruf. Also für ganz viel Geld kann ich mir sowieso nicht leisten. Und heute im Internet, das geht durch. Dann nur da eng vollständig löscht mit all der Raumfahrer, die von der Hai. Und heute sind die mir bekannt. Der Juri Gagarin, erster Mensch am Weltraum 1961. Den Alan Shepard, ersten Amerikaner am Weltraum, fünfter Mensch am Erdmond. Ist den Neil Armstrong, den erste Mensch Erdmond. He was the first person on the moon. Walking on the moon. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Valentina Tereshkova, echt Frau im Weltraum. Leonov, echten Außenbordersatz. Ersatz, Action, Ersatz. Aventure. Et Außenbord, donc à l'extérieur de la navette, outside of the space shuttle. Vladimir, Neil Armstrong, Edwin Aldrin. Edwin Aldrin, ich meine, ich hatte irgendein bekannt, eng Frau, die huet den Edwin Aldrin persönlich kannt, eng Amerikanerin, die war bei mir am Kur. Ja. Boah, an du huet also all die Äner. Wann du rot hast, dann hast kein Artikel iwwer ze. Bei den Bloen, du könnt dann, du hast du schon. Chinesisch Staatsbierger an echten Taikonaut am Weltraum. An nu der einer pur Flotlinke. Voilà. Weltraumtourismus. Voilà. Space Tourismus schreibt Sarah, ja, richtig. Den Elon Musk, ja, wir stehen da etwas, weil er doch irgendetwas machen. Hin an der Richard Branson, die wollen da ja mal irgendetwas Spezielles machen. Ma ja, um Sparwerk oder dann noch zusätzliche Informationen und so weiter. Oh. Also, ich wollte auch mal ein bisschen darüber eingeschwätzen. Iwer als, wie nennt den das? Erd, vubausen.
an der Nike die genial Foto. Fantastisch. Uh. Hallo. Super. Kannst du stundenlang gucken. Wahnsinn. Me lo mat de Coronavirus wie net dat alles geduert. A small step for a man, a giant leap for mankind. Gené, merci Larsal. Sarah schreibt, Elon Musk huet einer Grünn, hier will Planet B für seg Familie erfreuen. Ah ja, interessant. Vielleicht mat Litzeburg kuren? Ich ginn an de Supermarché. Ich sinn am Supermarché. Alright. Dat war also mein klengen Ausflug an den Weltraum. Also der fand nach viel méi interessant Sachen auch von der NASA. Ich war hier op unsplash.com und hun ich einfach NASA angetippt an Patch. Voilà. Und ich mal schon die Dofoto geholt, mich hat doch keine Ahnung, weil das ist einfach genial. Impressionant. Bon, also, da kommen wir zurück an den Weltraum. Dann habe ich auch etwas Ähnliches präpariert. Und zwar, wie soll ich das erklären? Ich brauche nur eher Hilfe. I need your help. I need your advice. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre conseil. Ich suche immer noch neue Ideen. Und ich habe schon mal lange eine Idee. Wir haben das Spiel auch hier schon gespielt. Aber ich frage Irgelo, was für ein Format hilft ihr persönlich am besten? Geht um Präsentation. It's only about the presentation. So just say your honest opinion, the advantage, disadvantage, the Voordeel, the Nadeel. Für den Exerzice, war das gut, war das nicht gut, was muss ich ändern? Weil wenn ich bis ja dann eng Maquette tun, da kann ich ganz grob so Exercice machen. Das ist die Idee. Une fois que j'ai une maquette, je peux faire plein d'exercices de ce genre. Pardon. So once I have a structure, I can make many exercises like this. But I need your advice now. Just say whatever you think. Und zwar ist das ein Exerzice für Vokabeln zu lernen. Da gehe ich mal raus, da weiß ich nicht, was ich meine. Ich mache die Kamera mal aus. Voilà, so. So sieht ein Exerzice aus. Und da hat hier, ja, der muss mal sagen, wer da hier gesieht. Da hat Nummern. Nummer 1, Nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du schreibst, wenn ich kleft an den Chat, was ihr da gesieht. Just write what you see. Was gesieht ihr? Musst du nicht alle, ihr muss nur nicht bei überall etwas hinschreiben. Das ist nicht der Zweck. Mit den Vokabeln, die ihr kennt, schreibt einfach da hin. Nummer 1, das ist das. Nummer 2, das ist das. Nummer 3 und so weiter. Wir sind noch nicht so ganz viel. Das ist schon wieder dabei. Aber vielleicht oder einfach ein bisschen Lust, Vokabeln zu lernen. Ging mich freuen, wenn da ein bisschen reagieren. Das ist egal, muss nicht der Reihe nur sein. Doesn't have to be in the right order. Just write the words you know or you think that could be it. With the number. Vergiss Nummer nicht, sonst kann ich nicht verbessern. N'oubliez pas le numéro, sinon je ne peux pas corriger. Nee, will keiner etwas schreiben. Sing a Bam. Ja, interessant.
Nummer 1 as en Dach mat 2 A, schreibt Giselle. Ja, schreibt nach rausch. Ich ginn erst noch ein bisschen Zeit und dann machen wir die Ablesung. Ningen Sie Leid, 4 a 5 Sie Räder, schreibt Olga. Lach soll 7 Deier. Nee, das ist eng Dir. Eng Dir, eng Deier Dir. It's an expensive door, probably. Ningen Sie Männer, 10 Baum, 7 eng Dir, schreibt no longer listless. Nummer 2 eng Fenster, lach soll, ja. Ja, fällt euch sos näicht an. Beim 3 huet nach keen Appppes geschriwen. 4 as e Pneu, schreibt Giselle. Ja. Mir hunn dat Dospiel och schon enke hei gespielt. Mat andere Bilder. An das schrecklech viel Zeit, schrecklech viel Aarbecht. Das so net Aarbecht, mit kascht immens viel Zeit, die richtig Foto zu fannen. Und dann die Nummern dahinter zu setzen, das ist so penibel. 1, 2, 3. Sarah schreibt für den 2 Pare-Brise, ja. Und ich meine, bei den Nummern ist schon ein erstes Problem. Ich fand, die Nummern sind zu klein. Je les trouve trop petits, les numéros. I think they are too small. The size. Das kann ich schon ändern. Boah, der hat ja auch eine Reihe Sachen geschrieben, da weiß ich ja schon mal, wie ich probieren, den Exerzice do interaktiv zu machen. Das war die Idee. Und zwar gesagt dat dann schon 2 verschiedene Präsentationen. Huh? So there are two different solutions to make this exercise interactive, and I want you to tell me which one you prefer. Donc j'ai développé 2 méthodes pour rendre cet exercice interactif et j'aimerais que vous me disiez laquelle de ces deux vous préférez. 8 rétroviseur, ja. No longer listless, vierdere Pneu, 3 Lucht, ja, lach so. Vierdere Pneu, Pneu ist richtig vierder Sommer nicht, nee. Maar ja, ich weiß nicht, Lesung Nummer 1. Also, das ist dann immer Learning Apps. Und du machst dieselbe Foto. Und hier ist das blaue Knäppchen. Ja. Aber ich habe etwas Ähnliches gemacht. Das heißt, ich habe den Exerzice genannt. Was siehst du auf das Foto? Das ist schon mal schwer. Siehst du op Position Dach Foto als weiblich? Boah, steht viel von schlieft alles aus, dann machen wir das. Me wat lo neu ass e schon hei de Lückentext an Bild gesat. Also techt de Lückentext den ass am Bild. Le Text der trou il est dans la photo, is inside the picture. Dat fand ich besonders interessant. Me der is sie gespannt ob Reaktion an dann hu der hei dann die verschiedenen Felder. Wann ich zum Beispiel hier op End klicken, da kriege ich Möglichkeiten. Ja? Dann muss ich die einfach lesen. Beam, ein cooler Spiegel, ein geiles Auto, ein Pare-Brise, ein Fichtepneu, ein Hünnichtepneu, ein Tank, ein Autostier, Fichtluchten, 2 Personen. Voilà, das sind Möglichkeiten. Und Giselle hat geschrieben, ein Dach, das ist natürlich nicht falsch. Aber hier wollte ich die ganzen Auto beschreiben. Und dafür ist das dann ein geiles Auto. Passt op, geilen kriegt ein N, weil Auto ist männlich. Nummer 2. Da haben auch ein paar Leute das richtig geschrieben. Die haben von Pare-Brise geschwärzt oder Fichtglas. Pare-Brise. Nummer 3. Das sind Luchten, ja, und das nennt den Fichtluchten. Les phares avant. Und das andere sind Hünnichtluchten. Das ist Pluriel. Nummer 4. Nummer 4, war das Nummer 4? Ich kann mal nicht gucken. Schon noch vergessen, den Exerzice groß zu machen. Den Exerzice möchte den Hai groß.
da gëtt de groß, ja, dann ass er mi schön, ass nach mir also méi ass mi groß, ja. Nummer 4 dat ass dann do Nummer 4 dat ass e fichte pneu. Nummer 5 ja dat ass dann de Gegendeel, dann ass dat en hënnechte pneu. An hai muss oppassen d'Adjektiv ass links an da muss oppassen ass männlech weiblich sächech. Pneu ass männlech, also den N fäll de wäch wenn's Pneu wenn's dem P. Nummer 6 dann Nummer 6 dat ass en Tank. Sarah schreibt, es war net evident de gielen Auto. Natierlech. Also das ist joch net schlimm, das ist joch net falsch, wann ihr schreibt en gielen Dach. Eier ein Tank. Dann de Nummer 7. Me sowieso wann Di den Exerzis mat, dann hut jo d'Optionen, da könnt ihr se jo raussichen. Also wat war Nummer 7 do? Das dat do. Dat ass dann eng Autostier. Nummer 8 hatten der och Retroviseur gesot, dat so mé och mé mehr so awer normalerweise Spichel an ha hunschen Adjektiv fir Drgemar e coole Spichelwelt männlech ass. An dann hunnech nach Nummer 9, ja 9 wo ass 9 do. Dat sinn dann 2 Personen, 2 Männer. Pardon. An Nummer 10 dat ass dann hai gesider e Bam méi sinn der e puer do fir de Pluriel Beem. Zara freet mech Fahr. Geht dat och? Ja, me son och d'Fahre 4, d'Fahren hannen, Fahren oder die Viechluchten. Viechluchten, Tennisluchten, dann nach de Winker an d'Nivelluten. Schon lo den Exerzis menglech richtig ausgefüllt. Dann gesit ha ënner jetzt de bloe Knäpchen. Ja, so. Dann drücken ich op den, aber was geschieht dann? Super, alles richtig. Voilà. Wenn ich zum Beispiel beim 10 e coole Spichel gemacht hat, und dann nee, das ist falsch. Bon. Versteht ihr das Prinzip vom Exerzis? Ich schon lo ein Auto geholt, aber ich kann natürlich auch egal was für Foto da hin machen. Egal, ich kann ein Foto von einem Haus da hin machen, von einem Tier, von einem Gesicht, von einer Küche, von Kleider, all die Sachen, die man lehren am Spital, da kann ich so op eng interaktiv Aderweis Lützeburg lehren, Lützeburg Vokabeln. Ich kann es auch an eng aner Spruch übersetzen, dann gingen es op Englisch oder Deutsch oder Französisch, Chinesisch, was auch immer, kann ich wieder lehren. Bon, also der hat lo die echt Version gesehen. Lo weisen ich die zweite. Sarah schreibt, bravo Jerome, merci. Die zwei, da muss ich schreiben raus, das ist do. Die zweite Möglichkeit, das ist so. Voilà. Füllt wann ich klift aus. An hai ist dann de Vokabular links. Ja? Selbeste Prinzip. An hai redet oder dann Nummern. Funktioniert nicht selbst. Nummer 1, das ist also dann ein gelen Auto. Die Nummer 2, das ist ein paar Bries. Wo ist du hast ein Adjektiv dabei gemacht. Ein propre paar Bries. Ja, das ist vielleicht der Vorteil hier. Hier habe ich mehr Platz. Ja? Da kann ich mehr groß wieder dran setzen. Ich kann er doch mehr groß machen, dann sieht er es besser. So, dann ist den Ekran groß. Also auch halt froh, was gesagt du op der Foto? Op der Foto gesinn ich der Version. E propre Pare-Brise, und dann den 3, was war den 3? Viechluchten, an de 4, das ist der vichte Pneu.
de 5, dat ass den hënnechte Pneu. Ja, dat ass zum Beispiel e klenge Nodeel bei dëser Method. Du musst da dann so scrollen. Bei der anderen Methode oder wieder alle Gurten. Also 6, dat ass ein Tank. 7, dat ass eng Autostier. 8, ja, dat ass e coole Spichel. 9, wo ist den 9? Ah, dat sind die 2 Personen. An die lächten den 10, dat sind dann Beem. Voilà, selbechte Prinzip, ënner jetzt Knäpchen, Stricken. Fantastisch, alles richtig. So. Hallo, sie dir gefrot? Wat für eng Präsentation fand dir besser? Methode 1 mit dem großen Bild oder Methode 2 mit dem Text neben dem Bild? Und da kann ich mich da so amüsieren, ein Exerzice nach dem anderen zu machen. Ich will auch nicht alkes die 2 Methoden, das ist aber viel Arbeit. Eng Methode geht. Ich meine noch nicht, dass die do Sorte von Exercice gut op engem iPhone gehen. Ja, Sarah schreibt Methode Nummer 2. Also es geht auch dat pädagogisch, da. Also wat mich bei der Methode Nummer 2 steuert, das heißt in Ziffern nach mir klein. Ich muss da eng Möglichkeit finden, für die mich groß zu machen. Mir werde ich natürlich super flott fanden, da das heißt Patch. Du gesagt, du kannst dich irgendwie besser konzentrieren. Mengenisch. Schreibt ruhig, ja. Dolga schreibt, ich schon mega Methode 2. Ich schon lieber, I prefer. Ich schon lieber Methode 2. Das ist interessant, ja. Ich, dafür froh ich erst, weil ich weiß selber nicht, was für eine Methode besser ist. Ich fand sie allen so interessant, aber ich brauche okay Lützeburg zu lehren. Wenn ich lo Italienisch oder so will lehren, vielleicht will ich auch lieber die heute Methode, weil das ist mir übersichtlich, vielleicht, ich weiß es nicht. Nur durch heute Knäpchen, den hilft dann, ja, das ist ja normal. Ja. Word boxes have to be big enough for the ends not to disappear. Ja, das ist ein Problem. Und hier ist mehr Platz. Das ist wahr. Bon, ich so nicht merci für ein konstruktive Feedback. Muss mal gucken, was Zukunft bringt. Der fand vielleicht auch ein flott Foto op Unsplash, wo kein Copyright drauf ist. Und da so, da ma ein Label drauf. Wir wollen Vokabeln mit der Foto lehren. Ich nenne das dann Fotoexerzice. Ja, Fotoexerzice Nummer 1. Und das ist nicht schrecklich kompliziert von einem informatischen Standpunkt hier. Donc d'un point de vue informatique, c'est pas si compliqué. Mais ça coûte énormément de temps, kostet viel Zeit. Voilà, das war dann die Geschichte mit dem Exercice.lo. Und da kommen wir bei dem letzten Punkt für heute. Mir hat schon ein darüber geschwärzt, dass diesen Artikel hier aus der Zeitung, seht den so, von der Stimme von der Straße, La Voix de la Rue, die sich für Leute ersetzt, die schlecht drauf sind, die Kinder über dem Kopf und für arme Leute eben. Und Christian Ehlinger hat schreibt, mir ist nicht Angst im Lützeburger Spruch, so I'm not afraid for the future about our language. J'ai pas peur pour l'avenir de notre langue. An den ersten Teil hat man schon ein gelesen. Und er hat also auch von ihrem Buch Annelo, feine Jung
geschwat. Lo wollte ich dat aber fertig noch machen den Artikel. Also sie geht doch Office-Kurse, schon beim Radio 10,7 bei verschiedenen Administrationen, wie zum Beispiel im Stadtteck, und auch bei ihr, der Stimme von der Straße, Kurse gehalten, eben überall do, wo ich gefroht gehen. Weil es geht ja immer mehr auf Lützeburg geschrieben, aber viele Leute wollen nicht dann noch richtig schreiben. Giselle schreibt, dat hängt davon auf. Methode 1 ist gut für ein Foto, die nicht so hoch, für Fotoen, die nicht so hoch sind. Methode 2 ist gut, weil die Lesung steht nie auf der Foto. Nie auf Dach, das ist eine Position. Ja. Das schwer. Aber also also das so, wie nennt den das? Ein Detailfroh. An Schulo Molé gemacht. Die zwei wäre schon sogar eng dritt gët an eng Drittméiglechkeet. Ich weiß soll Stelo direkt weisen. Eng Drittméiglechkeet fir den Exerzis. Sorry Christian, wenn man den awer eng gefährdet den Artikel. An der ha op bonjour.delu geht an op Exerzis.delu, dann hunne Schei eng Drittmethod doch nach dat mis die heite sinn. Der könnt doch nach so den Exerzis machen. Da klickt der Hai op dem Dingen an da kriegt er just 3 Sachen. Da muss er auch das ist ein geiles Auto. Und da, das sind viel Schluchten. Die Methode geht doch noch. Das ist eben just und erst für mal zu sagen, was für ein dir am praktischsten fand. So, da gehe ich zurück bei Christian. Also hat hilft all den Leute, die gerne wollen Lützeburg richtig schreiben. Ist es Ihrer Meinung noch wichtig, dass an eise Schule méi Lützeburgisch Mist geléiert gin? Ich mein bist mi groß. Ja, dat ass eng froh, die sich immer nicht stellt. As et wichtig méi Lützeburgisch. Eske a votre avis Ärer Meinung no, dat geiert ze summen. A votre avis eske c'est important que dans les écoles, on devrait plus apprendre le luxembourgeois. That in our schools, more Luxembourgish should be taught. Larsol schreibt auch Methode 2 von Späße. Das ist aber bald gut für Methode 2. Von der Arbeit her ist es genau dasselbe. Also von der Zeit. Die meiste Zeit kannst du sowieso das Foto, für die Nummern drauf zu setzen. Well ich selber 40 Joer Lehrerin woch hunn ich Changementer gut mat erlieft. Donc je les ai vécu, I lived through them. Et kommen immer méi auslännesch Kanner an ons Scholen, die eng aner Mammesproch hunn a go ke Lützeburgisch verstehn. Ja. They understand less and less Lützeburgisch children of foreigners. Mat dee Kanner gëtt schon gezielt von der Spielschule und Lützeburgisch geleiert. Donc gezielt, c'est de façon ciblée. They focus, they teach Luxembourgish already with a conscious effort at the kindergarten. An dat das auch gut so, weil Lützeburgisch jo Integrationsspruch ass. Programm vom Fundamental steht just 1 Stunde pro Woche Lützeburgisch. Och wann Lützeburger Kanner hier Mammespruch schwätze können, geht die 1 Stunde dürfe hinnen Schreibweis zu vermitteln. Donc 1 heure ne suffit pas pour leur apprendre l'orthographe. So 1 hour isn't enough to teach them the spelling. Dacks heieren ich a wusse Lützeburger Sohn, ich kann uns Spruch nicht schreiben, weil ich es nicht an der Schule geleiert tun. Ja. Das ist auch mein Fall gewesen. Nous l'avons pas appris à l'école, donc on sait pas l'écrire. We didn't learn it at school, so we didn't know how to write it. Von alle politische Parteien her den Lützeburger Spruch misst méi gefördert gehen. Donc on devrait plus faire pour la langue. Tous les partis politiques disent ça. Every political party says we have to do more.
Für was nicht eng 2 Stunden auf das Programm setzen? In deuxième heure. Wichtig wäre auch, dass Lützeburg ein Pflichtprogramm bei der Ausbildung vom Lehrpersonal auf der Uni wäre. Ah oui, que le luxembourgeois devienne une matière principale lors de la formation des nouveaux enseignants. So Luxembourg should become main subject discipline for the new teachers. Sie sollen for the formation for the new teachers. Sie sollen et de Kanner beibringen, also können net dax selber net. So, how are they supposed to teach children our spelling system if they don't know it themselves? Comment est-ce qu'ils peuvent enseigner le système orthographique si eux-mêmes ils savent pas l'appliquer? Auch uns Ministern an Deputéiert kéint molle klengen Erfor machen fir fehlerfrei schreiben ze leeren. Pour apprendre à écrire sans faute. Weil auch viel Politiker da net können. Wie gesi Dir d'Evoluioun vun der Lützeburger Spruch haut? Ass et besser oder schlimmer? Is it better or worse? Si mir ou wir? Zter E-Mail an SMS kom sinn gët immer méi op Lützeburg geschriwen. Ech fan net gët doch méi geschwaart, weil soviel Ausländer sech drogin fir der Kuren ze léieren. Ja, E-Mail an SMS hunn immens vill fir d'Schreibweis vun der eiser Spruch gemach, so E-Mail and SMS helped a lot. Luxembourgers discovered their own spelling system. Ich fand net gët doch méi geschwaart, ja, weil soviel Ausländer sech Stro gin, donc is s'applique fir an fir Kuren ze lernen. Allerdings gëtt dodurch ons Spruch net mi so proper geschwaart, viel typisch Lützeburger Ausdruck verschwonnen. Beaucoup d'expressions disparaissent, lots of idiomatic expressions get lost. An et ginn nach méi Firmspruche schwer gebracht, wie immer der Elo schon hunn. Even more foreign words, encore plus de mots étrangers. Besonders Englisch Ausdruck kommen die Lächzeit dabei. Ja, viel Englisch. Mer hat jo d'Lächkeier, hat ja schon gewesen, ein Neologismus, könnt ihr ja schon den, ja, könnt ihr ja schon den Spacey Neologismus erinnern. En, wie hat die schon mir geist? Ein Drive-in Tedeum. Ein Drive-in Tedeum, excellent. Bon, dann, das sind alles Bücher vom Christian Ehlinger, ja. Abela vom Astrid Rathaug. Wie sieht die Zukunft von der Lützeburger Spruch? Ja. Sorry. Ich meine Kamera aus. Mir sind nicht Angst um den Lützeburger Spruch. J'ai pas peur pour la langue luxembourgeoise. I'm not afraid for the future. I'm not scared about it. Heute zu Lützeburg wird sie bestehen bleiben. She will stay. Elle restera. Davon sind ich überzeugt. I'm convinced. Je suis convaincu. Wir sind ein kleines Land, und wir sind so multikulti, dass ganz viele Sprachen hier geschwätzt gehen. Aber Lützeburg soll ein Integrationsspruch bleiben. Donc, le luxembourgeois doit rester une langue d'intégration. Luxembourg should stay a language for integration. Et soll net so gelos gehen, dass eine Lützeburgische Pass kann kriegen, ohne je Wort können zu schwätzen. Also, so it should not be allowed that you can get the Luxembourgish passport without speaking one single Luxembourgish word. Ça devrait pas être autorisé qu'il y ait des gens qui puissent avoir la double nationalité ou le passeport luxembourgeois sans parler le moindre mot luxembourgeois. No longer listless schreibt sorry. Für was sorry? So, also, wenn es ein Exerzice ist. Nee, ich fand schon eine Ermahnung, eine Sprachermahnung. I need your advice, your help. So, was schreibt sie nach? Das fand ich nicht richtig. Oui, ça, je trouve pas juste. Qu'on puisse avoir donc le passeport sans parler, le luxembourgeois. Ein Ausländer, der in Lützeburg gehen muss, auch können Lützeburg schwätzen und verstehen, auch wenn es nicht perfekt ist. Mir schon keine Angst, dass uns Spruch sollte verschwinden. So, a foreigner who wants to become Luxembourger should be able to speak Luxembourgish and to understand it, even if it's not perfect. Donc, un étranger qui souhaite avoir le passeport luxembourgeois devrait pouvoir parler luxembourgeois, même si c'est pas parfait.
Et aussi le comprendre. Mais ich habe keine Angst, dass uns Spruch sollte verschwannen. Voilà, das ist Christian. Und hat, das ist bekannt, der rote Faden, ein Buch, wie erklärt, wie ihr soll richtig Lützeburg schreiben. Bueno, das ist dann Interview mit Christian. Und ich sind auch an der Zeitung, aber als Ausdrücke überall, was heißt das no longer listless? Ah, nach 12 Leute noch gucken. Und seit wie viel sind es schon mehr an dem Nummer 96 von der Stimme von der Straße? Interview mit Gero. Ah, da sind ich seit 25. Mit dem haben wir aber nicht haut, ich sie mit, und den ist auch schrecklich lang. Code vom Luxtico, Autor vom Site bonjour.lu. Sie mehr oder weniger dieselbe Frage. Wie sieht die Zukunft, was uns Spruch betrifft? Wie motiviert sind die Schüler für Lützburg zu lehren? Was haltet ihr davon, dass zum Beispiel hier an den Geschäften immer nach Französisch geschwätzt wird? Ja, komm, wir schwätzen über den Deadpool. Voilà, also da sind, die sind aber auf Französisch, die dort Texte. Das sind Stimmen von der Straße. Lohnt sich auf alle Fall, hier Zeitung zu gucken, wann sie dann als PDF rauskommt. Ich weiß nicht, ob sie nach gedruckt wird. Ich will nun, ne? Und es sind halt so ganz interessante Artikel, die ihr gar nicht so denkt. Und das ist aber nur nicht alles, schüss auf Lützeburg. Ja. Interview mit Top 10, Lützeburger Whisky, aber das ist nicht alles auf Lützeburg. Voilà, für die Nationalität. La Solfred, wat für ein Spruch schwätzen die meisten Leute zu Lützeburg? Das hängt von den Auerzeiten auf. Also, ich denke, dass während der Büroszeit, während der Bürostunden, da wird mehr Französisch geschwätzt hier im Land wie Lützeburg. Wir waren Frontalien dann auf unserem Heim vor und da gingst du davon aus, dass mehr Lützeburg geschwätzt wird hier am Land wie andere Sprachen. Weil das ist schwer so Sondagen zu analysieren, weil ähm, ich meine, von allen Sprachen hier am Land wird nach am meisten Lützeburg geschwätzt. Aber wenn ihr natürlich alle guten Ausländer zusammenhält, ja, aber die schwätzen auch nicht alle gute Französisch. Dafür, das ist auch, das ist nicht einfach, da muss ich noch immer unterscheiden. So, not every foreigner speaks French, so that's also difficult to have exact statistics. Ma ja, liebe Freunde, huet sos noch eng froh? Da kommen wir so los bei den. Was wollte ich noch weisen? Grammaire.lu. Grammaire.lu. Schon lo. Wie geht das schon mal raus? Schon lo nicht Neues dabei gesagt. Ich meine nicht, dass noch alles selberst. Ich weiß, du musst noch viel Kosten gefüllt geben. Ich hatte lo mit den Examen bei mir hatte ich keine Zeit für das alles zu machen. Der einzige, was ich eben neu dabei gesagt und das hier innen für all die, die den Google Translate wollen als Extension an ihrem Chrome-Browser haben, klickt da drauf und da kriegt ihr ein Hi, könnt ihr gratis installieren. Aber schon installiert. Wenn ihr den dann aktiviert, schon hier bei Extensions, kann ich sie aktivieren. Aktiviert, dann aus meinem Browser und wenn ich dann zum Beispiel auf Besuch klicken, ja, da schreibt er nicht. Hey, du bist aktiviert, da gibt man, wenn ich schläft, auch etwas mit einer Übersetzung oder so, ne? Black Lives Matter auch zu Lützeburg, ja, den Herr Gramegna, er wird vielleicht Präsident vom Eurogroup. Soll er nicht von Schei klicken?
Ah, da ist es, ja. Da kann ich halt, da klicke ich dann so an. Zack, puff. Pierre Gramagna nommé à la tête de l'Eurogroupe. Nee, das ist ja falsch. Das ist gefährlich. Il candidiert. Hein, il est candidat pour devenir, mais il n'est pas encore nommé. Ja. Mais trotzdem, ich denke, dass es aber hilft, Experience. Ja gut, das hat schon so gewusst. Aber wie unser Gegenkandidaten die was sagt. Die Kandidat opposé, das ist ihm richtig. Also das ist nicht alles falsch. Ja. Und, ich denke, dass auch nicht Google hier schuld, sie keine richtige Datenbank kreieren. Weil wann Datenbank besser wäre, dann kriegt ihr noch bessere Resultate. Gell? Mais sie haben uns ein Tool zur Verfügung gestellt, hein, ils ont mis à disposition l'instrument, à nous maintenant de remplir les banques de données. Okay, da ging ich sehr zurück an der Welt, ein bisschen schweben, Planet, Space, Space Boy, Space Child, Spaceman, Wahnsinn. Das mir heute Videochat live aus dem Weltall. Weltall, versteht ihr das Wort Weltall? Am Deutschen Weltall. L'univers, ja. Die Universe. Dummer, der hat aber bestimmt nicht gerechnet. Sarah schreibt, c'est peut-être un lapsus révélateur, il aura le poste. Interessant. Interessant. Vielleicht sind Sie schon am Oktober bei den Novellen. Mehr gucken. Ah, ja, ja. Ja, wer weiß. Medien manipulieren doch. Also, liebe Freunde, exercice.delu, grammaire.delu. Guckt ihr da an. Dat war de Jerome Lulling Videochat aus dem Weltall mat Astronauten an natierlech och eisem mega Superstar dem Banannejupp den och haut mat dabei war. En as iwwerall vu Lützeburg Kurre gehale gin. Space Cream, ja. Okay, also das 10 Auer ich so net vielmals Merci. Wat drin daras Moer? Moer ist Freiden. Moer ist auch B2, Niveau B2 um 13 Auer für ein klein Zoom-Klasse. Ja? Für die, wo bei der Gemeng angeschrieben sind, da manchen B2-Kur um 13 Auer. Am Moer Noven dann um 21 Auer eurem Videochat. Okay? Ich so ne vielmals Merci. Au revoir.